Ja, herzlich willkommen zum ersten Heavy Mental. Wir sind hier im Keller, wo wir auch das Bibelbier und das Metal haben als Metal Church einmal im Monat, hier in Niederbipp. Die Idee für die Sendung, den Stream, die gibt es eigentlich schon länger. Aber jetzt, die ganze Corona-Geschichte hat uns gesagt, wir müssen das jetzt machen, aber wir müssen es anders machen. Wir machen es virtuell. Das Ziel dieser Sendung ist, wir wollen Begegnungen ermöglichen. Wir wollen Leute miteinander in Begegnungen bringen. Hier im Gespräch, aber zusammen mit euch zuhause. Jetzt vor dem Bildschirm, vielleicht irgendeins auch real. Es geht um unterschiedliche Personen, die zusammen, wenn wir das Spannungsfeld zwischen Glauben und Metal immer wieder neu ausloten. Wir sind interessiert an den Hintergründen. Hinter der Kunst, hinter dem Metal, hinter den Künstlern in unserer Szene. Und wir wollen so zusammen nachdenken, reflecting the art of metal. Und wir haben gesagt, es geht um Begegnung, nicht nur zwischen den Leuten, die wir hier haben, im Keller, sondern eben auch mit euch. Und darum sind eure Fragen willkommen. Im zweiten Teil der Sendung werden wir die aufnehmen, eure Fragen. Ihr habt die Möglichkeit, die per WhatsApp, während der Stream läuft, einzuschicken. Wir werden es nachher die Nummern einblenden und im zweiten Teil kommen wir dir dann auf die Rechnung. Ja, dann habe ich glaube genug gesagt zur Begrüßung und übergebe gerne unserem Gast und dem Silas als Moderator. Ja, ciao zusammen. Joe Rossier, schön bist du da. Hallo Silas. Was hast du uns mitgebracht? Wer bist du? Also eigentlich bin ich bekannt unter dem Namen Rossi. Ja. Richtig heisst ich Rosario Fazio, also das heisst, ich habe italienische Wurzeln. Bin auch Italiener, habe das Bürgerrecht. Mitgebracht. Was habe ich mitgebracht? 2 Bücher. Das wäre das erste, he? Genau. Du bist ja schon erst... Laute Musik, ja. Genau, laute Musik, genau. Also wir kennen uns ja auch so ein bisschen aus der Szene, so ein bisschen by the way. Ich bin noch nicht so lange in der Szene wie du, aber wer ist das schon? Mir denkt, als ich in die Szene reinkomme, mit allen, die ich geredet habe, alle haben dich schon kennt, du bist schon ein fester Begriff gewesen. Und was hat geheissen, der Rossi schreibt ein Buch. Dann habe ich natürlich Wunder genommen, um was das Buch geht. Und jetzt habe ich das hier vor mir. Wann ist das rausgekommen? Im 2017. 17, okay. Ja, schon. Das Kerl her. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein bisschen deine Lebensgeschichte. Das ist so, ja. Lebensgeschichte. Wie kommt man dazu, ein Buch über seine Lebensgeschichte zu schreiben? Also ich meine, nicht Abschätzung gemeint, aber wie kommt man auf die Idee, dass man denkt, mein Leben ist genug interessant oder spannend, dass andere Leute das lesen sollten? Wie kommt es zu diesem Buch? Also, dass mein Leben so spannend ist, dass das Buch hat so schreiben, das ist nicht unbedingt die Idee dahinter. Sagen wir es mal so, es hat einfach damit angefangen, dass ich das Gefühl hatte, aufgrund, dass man immer die gleichen Fragen gestellt hat, zum Beispiel, wie kann man in deinem Alter noch so laute Musik hören, warum ich so lange Haare habe und ja einfach so immer die gleichen Fragen so zu meiner Person. Auch zum Beispiel, wie kann man Christ sein und Metal hören? Geht das überhaupt und so. Und irgendwann habe ich den Kanal gestrichen, voll gehabt, immer die gleichen Antworten zu geben. Ja, das verstehe ich. Und dann dachte ich, ja komm, ich tue mir wirklich mal so ein paar Sachen aufschreiben. Und je mehr ich einfach geschrieben habe, habe ich gemerkt, das geht bis in meine Kindheit zurück. Und dann habe ich wirklich einfach angefangen, wirklich einfach von Anfang an einfach Sachen aufgeschrieben. Und so hat ganz kurz zusammengefasst, sagt das andere gegeben. Und schlussendlich hat es wirklich so ein dickes Manuskript gegeben. Und ja. Also ich meine, Metal muss ja relativ, oder Rock allgemein muss relativ wichtig sein, wenn man irgendwie das sogar in den Titel reinnimmt. Wann ist der Rock und der Metal, wenn sind die eigentlich in dein Leben gekommen? Das war eben das Erstaunliche. Je mehr dass ich über mein Leben nachgedacht und einfach Sachen aufschreiben, desto mehr habe ich gemerkt, wie
grundlegend wichtig eigentlich Rockmusik, später nachher Hardrock und Heavy Metal von Anfang an war. Und das Buch ist ja so aufgebaut, dass jedes Kapitel einen Song hat. Also ein bisschen wie im Sam seine Predigten. Ob es eine Predigt ist, es Nein, aber wir haben immer einen Song und dann aufgrund vom Song. Nein, aber dort habe ich wirklich gemerkt, dass was wirklich Musik bei mir angestellt hat. Also sehr viele Erinnerungen sind wirklich, wenn ich einen Song gehört habe, sind so viele Sachen wirklich wieder plötzlich in den Sinn gekommen, wo ich wirklich gestaunt habe. Also Sachen, wo ich das Gefühl habe, oh, ist das wirklich passiert? Ja, stimmt. Und dann ein anderes Lied gehört und so hat sich wirklich einfach das eine und das andere ergeben. Und dort habe ich wirklich gemerkt, dass Rockmusik ist wirklich eigentlich immer ein Teil von meinem Leben gewesen. Mhm. Ja. Darum ist einfach der Titel, für mich war der Titel eigentlich schnell mal gewählt gewesen. Mein Recht zu rocken. Ist das nicht selbstverständlich, dass man das Recht hat? Hast du dir das müssen erkämpfen? Ja, das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Okay, spannend. Was ist denn der Konflikt gewesen, dass das nicht selbstverständlich läuft? Das sind mehrere Sachen. Der zweite ist, in der Zeit, als ich aufgewachsen bin, Mitte, Ende 70er Jahre oder Anfang 80er Jahre, dort umeinander, ist Rockmusik... du bist als Secondo aufgewachsen? Ja, es war immer noch verpönt gewesen, ja. Oder? Es ist immer noch so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen, ist das ein bisschen rebellische Musik, es ist einfach alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen komisch gestaltet, die Musik und so, automatisch mit Schlägertypen, mit Drogen, also solche Sachen in Verbindung gebracht. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin als Italiener aufgewachsen, in einer ja, recht konservativen italienischen Familie und einem strengen Vater. Und das sind natürlich nicht die Konflikte schon, es waren schon zwei Herden, die dort wirklich brodelt, oder? Und das war Konfliktpotenzial hoch 2 gewesen. Nachher kommt natürlich der ganze Kulturkonflikt in der Schule, dann wieder daheim und ja, wo gehöre ich her? Nicht wirklich Identität zu haben. Bin ich Schweizer, bin ich Italiener, einfach auch da. Also aber es scheint, dass der Rock und der Metal wie ein Puzzlestein für deine Identität irgendwie können legen. Sonst wäre es jetzt nicht so ein wichtiger Teil. Ja, das ist auf jeden Fall so. Was macht denn für dich die Essenz vom Metal aus? Was ist denn das, wo ihm helfen kann, Identität zu finden in dieser Musik? Ich denke, Rockmusik ist... Also ich habe keine andere Musik gefunden bisher. Es gibt keine ehrlichere Musik als Rock und Heavy Metal für mich. Weil Rockmusik tut sich nicht nur irgendwie mit Sonnenschein und Tralala beschäftigen, sondern wirklich mit der Schattenseite des Lebens. Und auch wenn ich dann... Ja, am Anfang habe ich kein Wort verstanden von dem, was ich gehört habe. Aber irgendwie das Gefühl gehabt, die Musik die macht mir Mut. Irgendwie, ich habe mich verstanden gefühlt. Und im Nachhinein, wenn ich nicht die Texte anschaue, muss ich sagen, ja, es sind Texte, die aus dem Leben gegriffen sind. Es ist echt. Es setzt sich wirklich auch mit der Schattenseite des Lebens auseinander. Und das ist das, was mich einfach angesprochen hat und mich heute noch einfach nach wie vor wirklich total anspricht. Was ist es für Musik, was waren es für Bands, die dich, wie soll ich sagen, haben eingeführt in die relativ grosse, breite Welt vom Rock und vom Metal? Was sind das für Figuren gewesen? Angefangen hat das mit den Beatles, also nicht mit Yesterday und Let It Be, solche Sachen. Und Beatles haben tatsächlich wirklich auch rockige Stücke. Ja, das ist so. Twist and Shout, Rock'n'Roll Music, Paperback Writer, Take It to Ride und so weiter. Und einfach die elektrische Gitarre, das hat mich immer fasziniert. Oder? Der Klang, der ist mir einfach rein. Und hey, ist das angekommen, dass du die Musik... Ja, also eben, es hat einfach Kassetten gegeben, die sind einfach in Endlosschlaufen gelaufen. Bei Beatles hat meine Mama noch mitgemacht, das hat sie wirklich noch schön gefunden, also einfach vielleicht nicht unbedingt die harten Sachen. Aber ja, nach Beatles habe ich wirklich einmal AC/DC entdeckt, das ist wirklich
wirklich wie ein Blitz gewesen, oder? Und das ist dann auch weniger gut angekommen, weil ja, okay. entdeckt. Ich muss vielleicht sagen, oder meine Eltern haben beide gearbeitet. Und dann bin ich bei Tageseltern durch den Tag durch. Und dort habe ich wirklich auch Beats entdeckt. So auf diesen kleinen Vinylplatten, Single. Und dort habe ich wirklich nachher manchmal AC/DC-Platten gekauft. Und das ist dann lang daheim kein Thema gewesen. Ich glaube, wenn ich dort zu dieser Zeit AC/DC daheim abgespielt hätte, wäre wahrscheinlich nicht so viel Begeisterung nicht so viel Begeisterung da gewesen. Darum habe ich wirklich lange einfach meine Musik dort gehört. Also daheim hat man lange nichts von diesem AC/DC gewusst. Okay. Du hast ein paar Songs mitgebracht, die für dich sehr wichtig sind. Und einer davon ist tatsächlich von AC/DC. Was ist das für ein Song? Das war das erste Stück von AC/DC, das ich gehört habe, «Shut Down in Flames». Ich habe dann so drauf geschaut, ob es das Seite 1 oder Seite 2 ist. Heute tun wir einfach eine CD rein, dann läuft es einfach zack, digital. Oder? Dann musste man eine Platte auflegen. Dann war es einfach Seite 2 gewesen, nicht «Highway to Hell», sondern eben «Shut Down in Flames». Und ja, das ist eigentlich ganz von Anfang, das ist keine 10 Sekunden gegangen, ich wusste, das ist meine Musik. Das ist krass. Ja, lassen wir das uns doch mal an. Und ja. Also ich finde es noch spannend, was du gesagt hast, wegen den Beatles, die härteren Sachen ein bisschen weniger. Also so in Retrospektive ist ja Beatles nicht hart ein Wort, das ich würde nehmen, um das zu beschreiben. Und jetzt habe ich das noch lustig gefunden, weil AC/DC, als ich das erste Mal gehört habe und mir das vorgestellt habe und als ich es dann doch mal gehört habe, hat mir gedacht, das ist auch nicht so hart, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sich eben die Musik halt schon ganz schnell, ganz stark verändert hat. Eben AC/DC, wo so einer der Grundsteine sind aus meiner Sicht, wo heutzutage gar nicht mehr automatisch geht, ja, das ist voll Metal, sondern das ist noch so Rock. Wie hast du die Entwicklung miterlebt? Bist du dann auch noch zum Härteren oder wie ist das gegangen bei dir? Also AC/DC habe ich etwa 2-3 Jahre gehört, ohne jetzt irgendwie härtere Sachen. Also Status Quo ist ja nicht härter als AC/DC. Nein, aber AC/DC ist wirklich schon, wie soll ich sagen, AC/DC ist eigentlich so simple Musik, oder? Wirklich einfach, ich glaube, es ist die einfach ein Song oder ein Album gemacht, dann ist es einfach x-mal wiederholt. Aus die Fresse. Aber es gibt keine Band, es gibt 1000 Bands, die es kopiert haben, aber es hat es niemand so hergebracht, es bringt es niemand so her, wie sie es auf den Punkt bringen. Mhm. Und das ist einfach, das ist etwas Einmaliges. Also für mich ist nicht der Angus Young, das ist die Figur, aber sein Bruder Malcolm, der Rhythmusgitarrist, das war für mich ein absolutes Genie gewesen. Also was der wirklich als Rhythmusgitarrist geschafft hat mit AC/DC, das ist einmalig. Und hat einen riesen Einfluss gehabt, wirklich auch, sage jetzt mal, wirklich auch auf die ganze Metal-Szene. Also AC/DC ist nicht Metal, es ist, würde man sagen, es ist einfach Bluesrock. Mhm. Vielleicht ist es noch ein bisschen Hardrock, aber es ist heute, kann man sagen, es ist einfach Rock. Dann ist es wirklich einfach, es war schon harter Rock gewesen, oder? Mhm. Und das ist echt so, wo vielleicht auch von Art, vom Auftreten oder vom Lebensstil vielleicht auch, ist es natürlich einfach schon etwas Krasses gewesen zu dieser Zeit. Ja, das glaube ich sofort. Ich finde es spannend, wie dann eben aus Stilen wieder neue Stile entstehen und gewisse Stile sich entwickeln und man das Gefühl hat, das ist jetzt das neue wahre Ding und dann nach einem Jahr macht niemand mehr solche Musik. Wie hast du das so beobachtet, die Stile, die kommen und gehen und also ich habe schon gehört, dass es dann irgendwie Konflikte gibt, wo es dann darum geht, das neue Zeug ist nicht gut wie das alte und das alte ist besser und so. Wie erlebst du das? Oder? Ich denke, die Entwicklung ist
Also vielleicht sag es mal wirklich einfach so am Anfang, wo das angefangen hat, so in den 80er mit der New Wave of British Heavy Metal oder auch mit der First Wave, also mit Judas Priest, Saxon, mit Iron Maiden, Def Leppard. Das ist schon etwas so nicht extrem sich in die Breite gegangen. Es ist wirklich so ein bisschen in eine Richtung gegangen, wo wirklich einfach, sag jetzt mal, nicht nur ACDs, sondern wirklich auch Kiss, die wirklich eigentlich auch so Anfang 70er Jahre wirklich auch mit ihrer Musik angefangen haben, haben wir es wirklich auf dem aufgebaut. Und erst dann, so ein bisschen später ist es dann ein bisschen härter geworden, wo wirklich auch der ganze Thrash-Metal reingekommen hat es nachher wirklich einfach, ist immer weiter in die Breite gegangen. Aber es ist lang, ich sage jetzt mal wirklich bis zu den 90er Jahren, wo wirklich einfach der Zenit ist erreicht worden von der sage jetzt mal, von der ersten grossen Metal-Welle, ist der Metal noch nicht so weit entwickelt gewesen. Vielleicht ansatzweise, wie er heute ist. Oder heute sind jede Stile verknüpft. So, dass man dann muss als Bandnamen drunter schreiben, irgendwie 5 Wörter, was dann das erklärt, was jetzt genau für einen Stil macht. Das Heavy Metal mit irgendwie Elementen. Dass man einfach sagen kann, man ist noch etwas Exklusives, man ist noch etwas, was es noch nicht gibt. Oder? Genau. Und wenn eine Flöte spielt, ist es Pagan. Und Nein, ich denke, es hat natürlich schon die Band irgendwo versucht, irgendetwas ein bisschen Neues zu machen, aber es hat einfach geheißen, es ist einfach Heavy Metal. Einigen haben gesagt, das ist jetzt Thrash Metal und dann plötzlich hat es aus dem US Metal sage jetzt mal Power Metal oder US Power Metal gegeben und der eigentliche Power Metal, wie man ihn heute kennt, ist aus dem europäischen Power Metal entstanden. Also Halloween war dort wirklich so ein bisschen Vorreiter gewesen. Aber man muss dort einfach unterscheiden zwischen dem europäischen und dem amerikanischen. Es ist eben nicht genau gleich. Das eine ist wirklich melodisch und noch mit geht sogar so ein bisschen in die symphonische Richtung. Schon nicht ganz Nightwish, aber also wirklich in die Richtung. Und der amerikanische Power Metal ist einfach schon recht, wirklich ein bisschen kantiger und ein bisschen räucher. Und Iron Maiden, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so eine von diesen wirklich, wirklich wichtigen Bands, nicht nur für die Metal-Geschichte, sondern auch für dich ganz persönlich. Wie bist du zu Iron Maiden gekommen? Ja, also irgendwann habe ich wirklich auch wirklich die Bravo und wie Pop-Rocky und die Heftchen dann zumal geheissen, dann gibt es ja immer noch heutzutage, durchgeblättert und dann stößt man automatisch auf all die Bands, oder? Und Iron Maiden hat mich, in dem Sinn, Eddie natürlich faszinierend. Ja. Also in diesem Alter, so mit 12, 11, 12, denkst du, das sieht noch cool aus, das Ding da, der Eddie. Also es ist auch nicht nur eine Band, sondern es ist ja mehr, es ist genau. So ein Gesamtkunstwerk. Ja, das ist es so. Und dann hatte ich das Gefühl, ich möchte einfach mal so eine Platte hören von denen, oder? Und dann zumal ist es möglich, einfach noch in eine Plattenlatte reingegangen und hat die Platte gegeben, oder? Dann konnte man hören. Und die habe nicht einmal gehört, die Platte, ich habe einfach die gekauft. Okay. Ich habe gesehen, das Cover gefällt mir, das packe ich. Bin ich heimgegangen und der Rest ist nachher, das hat mich noch krass gedacht als bei ACDC. Das hat mich wirklich... Also bei ACDC habe ich das Gefühl gehabt, dass mit den Blitztropfen, bei Iron Maiden habe ich das Gefühl gehabt, ich stehe wirklich einfach im grössten Gewitter, was es ever gegeben hat. Nein, das war Wahnsinn gewesen. Ja. So etwas habe ich vorher... Zuerst bin ich überfordert gewesen, bei einem von den, sage jetzt mal, ein ganzes mässiges, normales, schon fast ein B-Side-Stück. Also eins, was man heutzutage würde einfach auf einer Rückseite von einer Single tun. Invaders. Und das Children of the Damned war das zweite. Nachher The Prisoner, dort ist dann passiert. Das ist für mich einfach, noch heute muss ich auch sagen, das ist für mich die Quintessenz von Heavy Metal. Ja. Den Song hast du uns auch mitgebracht? Ja, The Prisoner, ja. Also dann hören wir doch den mal an. Iron Maiden.
Ja, jetzt kennen wir uns aber aus einem kirchlichen Zusammenhang. Und wenn ich da AC/DC höre und Iron Maiden, sind das jetzt glaube ich nicht die ersten Bands, die Leute würden vermuten, wo zwei Leute, die sich in einer Kirche treffen, darüber diskutieren, bei einem Pfarrer im Keller. Wie kommt zu dem? Ich meine, du hast gesagt, du bist quasi hier in der Schweiz aufgewachsen, als Italiener, italienische Eltern. Identität ist ein Thema. Und dann kommt der Metal dazu, wo irgendwie die Fragen von Identität aufrüttelt. Und jetzt kommt irgendwie Glaube dazu. Wie passt das? Hat das überhaupt noch Platz in diesem Spannungsfeld? Was hat das mit dir gemacht? Also vielleicht muss ich sagen, dass ich katholisch bin aufgewachsen. Also katholische, wir waren keine praktizierenden Katholiken, die nächste Kirche, die wäre in der nächsten Stadt gewesen. Aber sie halt alle katholisch drum. Genau, ja. Aber meine Mutter ist wirklich eine sehr gläubige Katholikin und von ihr habe ich eigentlich wirklich auch, es wirklich auch abgekauft. Der Vater hat eigentlich weniger mit dem Glauben zu tun gehabt. Er war eigentlich mehr so jemand, der wirklich mit beiden Füßen am Boden war. Und, mir ist einfach katholisch, es gehört zur Kultur, aber er hat dem nicht wirklich viel beigemessen. Wie ist es zu etwas Persönlichem geworden? Wie ist es von, ja, man glaubt halt zu, es hat etwas mit dir zu tun? Ja, also eben das eine ist, mir ist migriert, wenn man dem heutzutage sagt. Hat dort Probleme, eben der ganze Kulturkonflikt. Was ist meine Identität? Bin ich Italiener, aber ich bin doch hier in der Schweiz. Ich bin nicht Schweizer, bin ich Schweizer. X-mal die Frage gestellt. Nachher hat man wirklich einfach, man geht in die Schule, dort ist wirklich alles so, wie es ist. Und dann kommt man heim, dort ist es anders. Nachher ist die Musik noch einmal etwas anderes. Oder? Neue Welt, und ja. Musik ist für mich wirklich einfach in dieser unschönen Spannung von einerseits von Ausländern sein und nicht unbedingt schöne Sachen zu erleben, aber nicht unbedingt schöne Sachen zu hören, manchmal Tag für Tag. Und nachher heimkommen, dort irgendwie etwas vorspielen, das einem eigentlich überhaupt nicht entspricht. Ist das wirklich einfach, das für mich wirklich das ein Fluchtort gewesen. Das ist für mich etwas, was mir Trost gegeben hat. Und der Glaube, das ist eigentlich etwas dann noch Nebensächliches gewesen. Also für mich war klar gewesen, dass es einen Gott gibt. Es hat so Momente gegeben, wo ich wirklich einfach gebetet habe. Einfach so zu einem Gott beten, weil er es einfach so gemacht hat, oder? Zum Beispiel vor der Sekprüfung. Clever. Ja, das ist schon so ein Moment, wo man das Gefühl hat, ja, das kann man so Hilfe oben brauchen. Und sonst ist es einfach so etwas, ja, es ist irgendwie da, aber es ist einfach nicht greifbar. Es ist irgendwie, ja. Und zum Glauben, dass er mir wirklich einfach etwas bedeutet hat, bin ich erst gekommen, nachdem wirklich einfach, alles ist zusammengefallen. Dass es wirklich einfach eskaliert ist, daheim, in der Schule, beziehungsweise einfach auch in Freizeit, überall. Aber es hat wirklich einfach mit meiner ganzen Identitätskrise zu tun, mit der Lampe, die ich mit dem Vater hatte daheim, wo wir ich bin nicht schlagen mit ihm oder er mit mir nicht. Es ist einfach nicht gegangen und ja. Und irgendwann bin ich wirklich so an einem Tiefpunkt gewesen, also gar nicht das Leben nehmen und das war wirklich der Tiefpunkt gewesen. Und dort habe ich wirklich gemerkt, dass Gott nicht einfach irgendwie nur so ein Ideal ist oder irgendwie so ein Märchen, sondern das ist real. Und dort hat wirklich einfach etwas Lebendiges angefangen. Dort habe ich wirklich Gott richtig suchen. Was hat sich geändert? Also ich habe gewusst, dass ich nicht einfach, sag jetzt mal, einfach so lebe. Dass das Leben irgendwie einen Sinn haben muss. Sonst wäre irgendwie 20 Meter irgendwo ins Loch gestürzt. Also muss es irgendwie einen Sinn haben. Und
ja, das sind wirklich so die ernsthaften Lebensfragen, die man sich stellt. Das heisst nicht, dass von dann an einfach alles gut ist gegangen. Es sind noch ganz viele andere Sachen nachher gekommen, die ich wirklich durch haben müssen. Das ist natürlich alles in diesem Buch beschrieben. Ich möchte es nicht unbedingt Nein, das ist nicht, dass ich nicht lesen oder so. Ja, und ja, das war wirklich ein Weg, den ich gegangen bin. Und ja, bis wirklich einfach her, ja, wo sich das Ganze wieder verbunden hat. Einerseits meine Identität, die Musik und der Glaube. Und das irgendwo einfach unter einen Hut zu bringen. Und dass es nicht im Konflikt steht, sondern dass es wirklich einfach zusammengehört. Finde ich spannend, weil wenn man sich wie überlegt, eben, du hast wie Ausgangslage, hast Konflikte gehabt und durch deine Entscheidung als Jugendlicher, zum Beispiel, was für Musik du hörst, kommen noch mehr Konflikte dazu. Und jetzt denkt man, wenn jetzt noch eine neue Dimension reinkommt, wo noch einmal alles irgendwie auf den Kopf stellt, dass es zu noch mehr Konflikten kommt. Aber eben, wie du sagst, irgendetwas Klärendes hat es gehabt, auch punkto Identität. Ja. Also es hat, ich sage jetzt mal, hauptsächlich mit der Identität zu tun. Weil solange das meine Identität von etwas bestimmt ist, wo ich nicht weiss, was meine wirkliche Identität ist, dann bin ich immer fremdbestimmt. Ob es das irgendwie, weiss doch auch nicht, von einer Clique ist, ob das von einer politischen Strömung ist, ob das von einer Religion ist. Du bist immer irgendwo von etwas, irgendwo bist du versklavt, irgendetwas, oder? Und das ist einfach nicht irgendwie, du bist einfach nicht frei. Und das kann es nicht sein. Das macht, also, man kann damit leben, aber ich habe gemerkt, mir macht das einfach krank. Spannend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du kommst jetzt aus all diesen Zusammenhängen, kommst du irgendwo und kommst in Berührung noch mehr mit dem Glauben, wo etwas Persönliches wird. Du triffst auf andere Menschen, die auch irgendwie im Glauben unterwegs sind, nehme ich mal an. Wo sind da Konfliktpunkte, wo wie neu sind dazugekommen? Ich meine, jetzt gerade mit deiner Musik kann ich mir schon vorstellen, dass die Frage oftmals auftaucht, ja, aber jetzt bist doch du irgendwie auch mit Jesus und so und möchtest nicht deine Plattensammlung verbrennen oder so. Kennst du die Konflikte? Oh ja. Und wie gehst du mit denen um? Ich bin mit denen umgegangen. Ja, natürlich meine ganze Plattensammlung habe ich verschreddert. Ah, wirklich? Ja. Das war radikal. Ja. Ja. Meine ganze Maidensammlung, zum Teil Sachen, Raritäten, alles weg. Das war heftig. Heute würde ich es natürlich nicht mehr machen. Ja. Nein, das ist wirklich, irgendwann habe ich wirklich einen richtigen Strich drunter gemacht. Wirklich einfach, jetzt ist Schluss, fertig, das ist meine Vergangenheit, fertig, jetzt wollte ich wirklich ein neues Leben anfangen. Wo ich das Gefühl hatte, hey, ich habe wirklich eine neue Chance bekommen. Ich bin nicht 20 Meter ins Loch abgefallen, sondern es hat mir etwas zurückgehabt. Und ich wollte das nicht nochmal erleben. Ich wollte das einfach nicht mehr erleben. Und darum habe ich wirklich einfach ich wollte wirklich mit allem einfach abschließen, was früher war. Mein Vater hat ja nicht mehr gelebt. Das war auch so unverarbeitet. Oder? Wir sind nicht irgendwie versöhnt auseinander. Es ist einfach alles, es sind einfach so Sachen, die irgendwo einfach so Sachen irgendwo bleiben liegen. Einfach eben so irgendwelche Steine überall. Oder? Und ja, mit Rockmusik hatte ich dann wirklich einfach praktisch nichts mehr zu tun gehabt, oder nicht mehr zu tun haben. Also aus eigener Überzeugung? Aus eigener Überzeugung, okay. Ja, klar. Natürlich auch noch so einschlägige Bücher gelesen, wie «Nur deine Seele». Genau, das ich glaube mal gelesen. Würde ich niemandem empfehlen zum Lesen. Ja. Das ist wirklich... Ausser wenn jemand historisch interessiert ist über... das ist wirklich genau. Ist ganz, ganz ein schlimmes Buch. Also das gehört echt so wie wenn man Texte auf die Cheat ruft, da sollte man das Buch einfach nicht drauf tun. Ja. Es hat sehr viel kaputt gemacht. Und ja,
Wo bin ich eigentlich? Das ist eine gute Frage. Einfach, ich meine, also die ursprüngliche Frage war so ein bisschen, wie gehen die Christen mit dir um, wenn du irgendwie aus dem... Ja. Nein, und eben, ich bin auch wirklich in Gemeinden gegangen und Rockmusik war nie ein Thema gewesen, oder überhaupt nicht mehr ein Thema. Und gut, wir haben irgendwie... Also wenn man wirklich mal Rockmusik hört, das ist einfach, du kannst nicht einfach ein Kind das Spielzeug wegnehmen. Es geht nicht. Irgendwann suchst du das Spielzeug wieder. Ja, ich weiss, das ist wirklich ein blöder Vergleich. Aber da hat man halt einfach Striper gehört und Petra und so solche Sachen. Und weißt, da hat man noch ein bisschen Rockmusik gehabt. Ja, ist nicht genau das, was man wollte. Aber christlich angeschrieben. Es ist meistens christlich, also man kann ein gutes Gewissen haben. Christliche Musik, genau. Und interessanterweise hat es wirklich auch dort irgendwie gesagt, ja, das ist ja gleich nicht ganz so super und so, eben genau wegen diesem Buch. Ja, Rockmusik ist mit immer Angst, es ist einfach nicht gut, oder? Das mehr, ja. Und ja, irgendwann habe ich wirklich nachher immer mehr das Gefühl gehabt, ich kann einfach, was in mir innen mehr lebendig macht und mir Freude macht, ich kann das nicht einfach die ganze Zeit verleugnen. Mhm. Entweder lebe ich wirklich einfach so, dass ich das einfach die ganze Zeit versuche zu verdrängen, und lebe einfach ein Leben, das anderen gefällt, nur nicht so, wie ich es gerne möchte. Oder wenn ich das Gefühl habe, wie es für mich richtig wäre. Mhm. Oder ja, ich mache mich wirklich einfach auf die Suche nach meiner wahren Identität. Und das ist dann wirklich, einfach der, ich sage jetzt mal, der letzte grosse Kampf gewesen, der wirklich nochmal durch die ganze Mühle durch. Mit wirklich recht heftigen Fragen. Hast du auch Heilung dort irgendwo erleben? Weil ich stelle mir das so ein bisschen vor, oder? Wir haben ja schon diskutiert, von wegen, man kann ja auf mehreren Seiten vom Ross runterfallen, nicht wahr? Und diesen Move einfach mit allem abzuschließen, den kenne ich, den verstehe ich. Und hankerum kann man ja nicht einfach ignorieren, sondern man muss ja irgendwie einen Konsens finden. Und ich glaube, es ist einfach für uns als Christen einfach wie eine religiöse Antwort, zum Sinne von wie, wir haben jetzt herausgefunden, das ist schlimm und jetzt tun wir das weg und dann ist das Problem gelöst. Aber das ist so auf der Oberfläche, oder? Das ist wie... Genau, ja. Wie hast du das dann für dich, wie hast du dir weiterentwickeln von dem ersten Impuls? So? Ich denke, man kann es ganz einfach zusammenfassen, indem es ist mir klar geworden, dass einfach A, nicht alle Menschen gleich ticken. Mhm. B, es sind ja nicht alle Leute die gleichen Grenzen setzen und es geht nicht für alle die gleichen Grenzen. Weißt du, ich meine, wir haben nicht alle das Gleiche gern zum Essen. Mhm. Die einen haben vielleicht sogar, ich weiss doch nicht, die einen haben vielleicht eine Maulallergie oder eine Laktoseintoleranz. Das heißt nicht, dass wenn jemand nicht Fleisch isst, dass alle anderen nicht Fleisch essen. Aber es gibt auch für die Sachen, die du sagst, musikalisch, die sind ein No-Go, die sind nicht... Für mich, also ich würde jetzt gewisse Sachen, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, nein, das muss ich mir nicht antun, es tut mir einfach irgendwie... Es bringt mir nichts, es erbaut mich nicht. Mhm. Es gefällt mir musikalisch nicht mal. Also du nimmst Verantwortung wieder, dass du sagst, ich tue nicht einfach alles in einen Topf und der ist so angeschrieben von den Christen oder von irgendjemandem, sondern du sagst, du musst selber heranschauen und selber auch prüfen und verdauen. Auf jeden Fall. Ja. Also weißt du, wenn ich etwas nehme, wo mir nicht gut tut, dann bekomme ich halt einfach vielleicht bekomme ich Bauchkrämpfe, die übertragen sind, dann nein, das muss ich jetzt nicht haben. Ja. Aber wenn du wirklich einfach Bauchkrämpfe bekommst, weil du einfach etwas sagt, das solltest du nicht hören, das ist dann nicht christlich, dann merke ich einfach, ja, der Bauchkrampf, eigentlich ist es gar kein Bauchkrampf, das ist einfach, weil mir das versucht, näher zu bringen. Oder? Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, also irgendein Mitchrist, der sagt, hey, im Fall, ich habe gehört, du hörst Band XY und die sind doch gar nicht gläubig, was reagiert? Ja, ich weiss, es wird nie passieren. Aber hey, was reagierst du auf so etwas? Oder was ist deine Einstellung? Es ist einfach...
Wenn ich die Frage höre, komme ich nicht Pickel. Nein, ich finde die Frage einfach frech. Okay. Weil es ist frech in dem Sinn, es tut einfach wirklich Musiker, die in den Augen von demjenigen, der die Frage gestellt hat, nicht Christen sind einfach weniger wert. Okay. Das ist wirklich einfach so quasi, das ist nicht christlich, also ist es einfach nicht auf meinem Niveau, es ist einfach zu wenig gut. Oder wie auch immer man das tut. Ja, genau. Und das finde ich einfach, das geht nicht. Weil ich gehe davon aus, das ist meine Ansicht, dass Musik ist Musik. Es gibt nicht christliche oder nicht christliche Musik, es gibt einfach Musik. Und Musik an sich ist ein Geschenk von Gott. Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er muss jetzt irgendwie, ist doch auch nicht, eine Metzgerei ablassen in den Texten und das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich super gut, oder, und so, dann kann er das machen, aber das heisst nicht, dass Musik... Das hat doch mit der Musik nichts zu tun. Ja. Das ist seine Haltung dahinter. Wo würdest du dann Grenzen machen, wenn es jetzt irgendwie eine Band gibt und die in ihren Texten offensichtlich irgendwelches Zeug machen, wo du jetzt diametral entgegenstellst, dann würdest du einfach für dich sagen, das tut mir nicht gut oder das sagt mir nichts, also oder wie machst du das? Das ist einfach Geschmackssache. Ja, okay. Ja. Okay. Ja. Nein, ich sage eben auch häufig, für mich gibt es wirklich auch gewisse Stufen, wie fest lässt du Musik an dir wirken. Okay. Oder es gibt Musik, die läuft einfach im Hintergrund. Das ist einfach eine Berieselung irgendwo. Und ja, das läuft einfach. Das nimmst du eigentlich gar nicht wirklich wahr. Vielleicht irgendwo im Unterbewusstsein. Und dann gibt es wirklich einfach die Stufen, wo du wirklich bewusst herhörst. Da hörst du wirklich zu. Und dann gibt es wirklich noch eine dritte Ebene, das geht wirklich der Idee rein, das geht wirklich ganz tief. Oder? Und ich lange nicht jede Musik so tief in mich her. Okay, ja, jetzt verstehe ich, glaube ich, ja. Oder? Und ich bin nicht einfach jemand, das Cover, ja, mal schauen, sind das Christen, sind das nicht Christen? Das Problem gelöst. Das interessiert mich einfach erstens mal nicht, weil okay, das ich höre mal gut, Musik und Musik ist einfach, ich finde Musik, die muss man einfach empfinden, die muss man spüren. Das ist doch der Sinn von Musik. Klassische Musik hat doch keine Texte. Ja. Ist die nicht christlich oder christlich? Ja, genau. Das kann man niemand beantworten. Ja, genau. Oder? Das stimmt. Ja, der Mozart nicht ist Christ, also ist die Musik auch nicht gut. Ja. Aber dann muss man einfach sagen, also wenn ein Requiem wirklich einfach nicht irgendwie göttlich inspiriert ist, dann kann man dir einfach nicht mehr helfen. Ja. Ja, aber eben, es ist wie, ich habe das Gefühl, das ist allgemein das Kunstverständnis in kirchlicher Gemeinschaft ist oftmals auch ein kleines kaputt, sind wir ehrlich. Oder? Wir haben ja Kunst meistens nur sehr dekorativ. Oder? Bündnische Kunst, zum Beispiel Bilder, die sind nur da, um Bibelgeschichten zu beschreiben oder irgendwelche kitschigen Symbole zu malen. So. Aber dass zum Beispiel ein Bild für sich könnte wirken, das erlebt man, glaube ich, nicht so viel im kirchlichen Kontext. Und ich glaube, es ist so ein ähnliches Problem bei der Musik auch. Es ist so ein bisschen, wenn es gewisse Symbole drin hat, dann ist es offensichtlich gut oder offensichtlich böse. Und das macht es einfach. Darum ist wahrscheinlich eine Band wie Narnia vielleicht weniger problematisch, weil es hat ja Leute drauf, oder? Und das darf man ja als frommer Christ auch cool finden. Und andere Bands sind dann vielleicht ein bisschen schwieriger, oder? Ja. Interessant ist einfach, wenn man sich dann mit dem Text auseinandersetzt und wirklich einfach fragt, ja, was will das mehr aussagen, nicht? Was sagt das allgemein aus? Ja. Sonst müssen wir wirklich den Texter fragen. Und die meisten würden einfach sagen, es hat sich müssen reimen. Nein, wirklich. Das sind Leute, die sich nicht mit Musik auseinandersetzen. Weil wenn du schaust, das ist mir wirklich einfach... Es fällt mir immer mehr auf, wie wirklich einfach die Texte von Poesie wirklich einfach nur noch so strotzen. Weißt du, wenn du wirklich einfach siehst, wie sich das Ganze reimt. Und wenn sich etwas reimt, muss es halt, manchmal halt ein bisschen zusammenhangslos oder irgendwie macht es nicht wirklich Sinn. Ja. Aber manchmal muss sich wirklich einfach etwas reimen. Ja. Also, es muss einfach so tönen, oder? Hast du ein Songbeispiel mitgenommen? Da könnten wir auch wieder mal eins einblenden, wo irgendwie so ein bisschen
wo du eben, wie soll ich sagen, auch vom Text her interessant findest? Ich meine, du hast wahrscheinlich all deine Songs 100-mal durchgehört und durchgedacht. Ja, was soll man nehmen? Also AC/DC, Iron Maiden haben wir das schon gehabt. Wenn wir schon bei den Top-Bands sind. Biografisch. Wenn man es wirklich ein bisschen verbinden will, ist eine Band, wo ich das Gefühl habe, verbindet einerseits so ein bisschen das Oldschool und so ein bisschen das Moderne. Das ist Symphony X. Die habe ich irgendwie, genau, die habe ich wirklich einfach in den letzten Jahren wirklich richtig gerne bekommen. Es hat auch noch einen anderen Grund, das sind nämlich auch migrierte Italiener. Ah, okay, spannend. Verbindet dann noch ganz anders. Also das sind Kinder von migrierten Italienern aus Amerika. Und also wirklich auch live gesehen und das ist Wahnsinn. Also, das sind Genies auf ihren Instrumenten. Und ihre Texte drehen sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, es sind einfach Geschichten. Sie sind ein Konzept irgendwie, wo sich so ein bisschen um mythologische Sachen drehen, auch zum Teil religiöse Sachen, wo sie wirklich ja, nicht, ich sage jetzt mal nicht irgendwie eine Position beziehen, sondern wirklich einfach zum Beispiel Paradise Lost, das verlorene Paradies von John Milton, glaube ich. Ja. Eben, das tun sie zum Beispiel vertonen. Einfach so ein bisschen Ausschnitte daraus. Oder vom Dante. Also literarisch hochstehende Quellen. Genau, ja. Und ja, das ist halt textlich. Zum Beispiel jetzt eben das Lied Set the World on Fire. Wenn man den Text liest, denkt man, wow. Oder geht es wirklich vom Rausschmiss vom Satan aus dem Himmel, oder? Und nachher, wenn man den Text liest, denkst du, oh, das ist ja heftig, oder? Ja. So, das ist eine Satansverherrlichung sondergleichen, aber man muss sich wirklich mit dem Text auseinandersetzen, vor allem man muss wirklich einfach auch versuchen zu spüren, was für Musik entgegenkommt. Und das ist das, was ich einfach irgendwie manchmal vermisse, mit dem Gefühl, oh, der Text ist nicht gut, also das Musik, das verführt mich oder was auch immer, aber das gehört zusammen. Und was der Texter wollte sagen und was ich empfinde, ist unter Umständen überhaupt nicht das Gleiche. Ja. Aber eben, das ist auch, habe ich das Gefühl, auch im Zusammenhang mit Kirche und Kunst eine von der Fragen. Ich meine, unser Umgang mit Literatur ist auch, dass wir sehr schnell irgendwelchen Kindern verbieten wollen, welche Bücher das nicht gut tun und sie vom Glauben abbringen und so. Und hankerum haben wir als Kernding in unseren Gottesdiensten ein Buch, das höchst komplex und kompliziert ist und auch sehr problematische Stellen hat. Also wenn ich die Bibel anschaue, finde ich sehr viele Passagen, die ich so nicht würde einem Kind zum Lesen geben, sage ich jetzt mal. So. Die Richter sind doch schön. Der letzte, also dort die anderen verstückeln und verschiedene. Ja, anderes Thema. Aber und auch dort eben ein Beispiel kann ja auch ein abschreckendes Beispiel sein. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und so. Und ich glaube, das ist auch das, was der Metal, sage ich jetzt mal, auch faszinierend macht, weil er ja eben nicht das Problematische einfach ausblendet und sagt, wir machen jetzt einfach nur Lieder über wie cool das wir sind. Es gibt sicher auch so Bands, aber so im Großen und Ganzen gibt es eben die Bands, die sich auch mit komplexen Themen, mit Literatur, mit Geschichte, Iron Maiden hat ja sehr viele historische Bezüge, das finde ich schon spannend. Lassen wir uns doch das Stück von Symphony X, wie heisst es? Set the World on Fire. Set the World on Fire, genau. Ja, so ein Buch geht ja nicht einfach vom Himmel mit anderen Wörtern am richtigen Ort, sondern so etwas muss man ja machen. Ich habe das selber auch schon probiert zu schreiben. Wie bist du dazu gekommen? Du hast gesagt, die Fragen sind immer wieder gekommen, du hast dir überlegt, ich schreibe es als Buch. Aber wie schreibt man denn jetzt so ein Buch? Wie macht man das? Wie hast du dir das selber beigebracht? Ich nehme an, du hast einen Mikrokurs gemacht. Ah ja. Bieten sie ja die ganze Zeit. Genau. Also ich bin grundsätzlich relativ autodidaktisch. Mit dem Gitarrespiel hat es nicht so geklappt, dafür habe ich es wirklich einfach besser. Nicht andere Sachen halt einfach auch. Und mit dem Schreiben
muss ich vielleicht sagen, ich habe immer gerne Aufsätze geschrieben in der Schule. Das habe ich immer gerne gemacht. Und geschrieben, also ich habe mich wirklich ich habe gemerkt, ich kann mich schriftlich einfach sehr gut ausdrücken. Besser manchmal als mündlich. Da habe ich wirklich Zeit nehmen und Sachen wirklich so formulieren, wie ich sie wirklich eigentlich gemeint habe. Nicht so, wie sie manchmal zum rauskommen und den Leuten falsch ausgehen. Und dort habe ich wirklich, als ich wirklich angefangen mit diesen Sachen aufzuschreiben, habe ich wirklich gemerkt, es hat wirklich Freude gemacht. Einerseits, was ich selber entdeckt habe, was es wirklich plötzlich für Formen angenommen, wie in die Breite es gegangen ist und so. Und vor allem, dass einfach die Leute einfach fragen, du, aber geht es noch weiter? Weil wirklich so 3 Teile oder 4 oder 5, ich weiss nicht, wie viele Teile habe ich wirklich mal ins Netz gestellt. Das hat wirklich sehr grossen Anklang gefunden. Also wirklich einfach roh. Wirklich einfach nicht einmal Manuskript. Ich habe wirklich statt einem Blog-Eintrag habe ich wirklich das wirklich einfach rausgegeben. Und das hat wirklich sehr viel wirklich gefragt. Ja, schreibst du ein Buch? Ich so, eigentlich nicht. Ja, aber dann plötzlich wirklich, es nimmt wirklich einfach recht Formen an. Und dann habe ich wirklich hergesetzt. Und ja, irgendwann habe ich gedacht, was mache ich mit diesen Seiten, mit dem Geschriebenen. Ich habe das wirklich jemandem gegeben, der selber Bücher schreibt, zum Lesen gegeben. Und der hat mir dann wirklich ein Feedback gegeben dazu. Und das hat mich dann wirklich recht ermutigt. Und dann habe ich es wirklich nochmal überarbeitet. Ja. Zum Korrigieren gegeben. Was waren die Hürden? Die Hürden ist, es ist nicht einmal das Schreiben selber. Okay. Und geschrieben hat man noch schnell ein Buch. Also schnell. Okay. Nein, es ist, ich sage immer wieder, Schreiben, das ist der kleine Teil. Aber nachher, das Bearbeiten, das Korrigieren, das Überarbeiten, nochmal überarbeiten. Und nachher, das mit dem Verlag ist sowieso noch nicht jemand gehabt. Kein Verlag, heute kann man do-it-yourself. Genau. Aber du willst nicht irgendwie so einen Schonk rausgeben mit weiss nicht wie viele Rechtschreibfehler und weißt, wo irgendwie einfach unprofessionell aussieht. Und da kannst du natürlich, gibt es so x Möglichkeiten, oder? Lass wirklich alles machen oder machst Sachen selber. Also das Cover zum Beispiel, das habe ich machen. Korrigieren habe ich es. Aber eben zum Beispiel die ganze Darstellung innen nach und so, das habe ich alles selber gemacht. Und das hat brutal, also das habe ich wirklich mega lang gehabt. Hier ist es natürlich viel schneller gegangen. Das ist ein bisschen aber das ist ein riesen Büsser hinter. Also das zweite Buch ist ja etwas ganz anderes, oder nicht? Also ich meine, das ist biografisch, du schreibst von dir und jetzt haben wir hier etwas, das Anfang der 90er Jahre stattfindet. Aber fiktiv, oder? Es ist beides. Es hat historische Fakten. Es gründet wirklich auf historischen Fakten. Aber es ist natürlich es hat fiktive Figuren dabei. No. Nebst dass es wirklich einfach eine historische Figur hat, die wirklich existiert hat. Also das Buch, das heisst «Der Wind von Station 5». Und hast du an dem gleich lang gehabt wie am ersten? Also am ersten habe ich mit Anfang, also wirklich mit allem, habe ich etwa 5 Jahre gehabt. 5 Jahre? Also 4,5 Jahre. Ja. Dann hier habe ich dann knapp 2 Jahre. Knapp 2 Jahre. Ja. Gut, es ist natürlich auch weniger dick. Ja, auch gleich. Aber es ist... Ich weiss nicht, es ist wirklich einfach, es war eine Idee gewesen, ja, das irgendwie, es ist mir recht drin gegangen zum Schreiben, die Geschichte selber. Also es klingt jetzt einfach recht drin, oder? Es ist immer mit Hürden, mit schlaflosen Nächten und erwacht und irgendeinen Gedanken aufschreiben und plötzlich durch den Kopf ist. Und so. Angst hat, dass man nicht vergisst. Noch kommt nachher, du kommst nicht weiter, dann wie soll ich jetzt da weiterfahren? Aber so Ding, ist irgendein Gedanke, schreibst wieder auf. Ja, aber ja. Und der Moment, ja, das ist immer so, wenn ich dann so Geschichten am Schreiben bin und dann habe ich wie verschiedene Varianten, wie es gehen könnte. Und dann, wenn ich zu lange nicht mehr damit arbeite, bin ich dann nicht mehr sicher, welche von diesen Varianten habe ich jetzt geschrieben? Welches ist es? So die Übersicht zu behalten. Aber
2 Jahre, bam, zack, wie kommt man dazu, nochmal ein Buch zu schreiben? Was hast du das Gefühl, was ist das, wo du sagst, mal, das, was ich zu erzählen habe, das lohnt sich für dich, 2 Jahre lang Zeug aufzuschreiben und es lohnt sich für jemanden, das Ding in die Hand zu nehmen und zu lesen? Was ist das, was du wie transportierst damit? Also ich sage mal, so quasi das Hauptthema von diesem Buch ist ja der Umgang mit dem Tod. Okay. Schon sehr, sehr Metal. Das ist etwas, was mich halt einfach beschäftigt, seit Jahren. Und ich glaube, ich werde nicht ganz von diesem Thema wegkommen. Ja. Auch wenn es wieder ein Buch wird geben. Ja. Weil das ist halt einfach ein Thema, das, ich kann nicht sagen, es fasziniert mich, aber es begleitet mich halt einfach. Es ist eine Realität. Und die Frage ist einfach, wie gehen wir mit dem um? Das ist nicht einfach nur der Tod, sondern Tod hat mit Loslassen zu tun, Tod hat mit Versöhnung zu tun, Tod hat mit verschiedenen Sachen zu tun, die mit dem Leben. Es ist eine Realität. Oder? So wie wir geboren werden, so stirbt man. Es ist etwas, wo man sich möglichst nicht damit beschäftigen will, aber irgendwann muss man sich damit beschäftigen. Und das ist so quasi das Hauptthema von diesem Buch. Und ich habe das dann wirklich einfach in eine Geschichte verpackt, eine Idee, die ich hatte. Dann ist während dem Schreiben ist wirklich eine historische Figur plötzlich zentral geworden. Du bist auch recherchieren? Da habe ich wirklich sehr viel recherchiert. Okay. Und ich habe wirklich so Respekt vor dieser historischen Person und einfach nicht wollen, es irgendwie ein falsches Licht reinzuzehren, sondern wirklich es möglichst so wiederzugeben, anhand von dem, was man weiss. Man weiss nicht wirklich viel. Ich habe wirklich sehr viel altes Zeug gelesen mit Schrift, die man kaum entziffern konnte. Also es war sehr, sehr mühsam, aber es hat mich wirklich interessiert. Und sag mal, der Mehrwert war einerseits für mich, was ich daraus gelernt habe, von dieser historischen Figur, was ich über mich selber gelernt habe, wie ich mit diesem Thema umgehe, wo ich heute stehe. Und für andere ist es mein Wunsch, dass es einfach etwas Tröstendes kann sein kann. Dass der Tod nicht irgendwie einfach etwas ist, wo man möglichst nicht sich damit auseinandersetzen, sondern dass man sich wirklich sehr wohl damit auseinandersetzen kann. Und dass es nicht nur weh tut, sondern dass es wirklich auch hoffnungsvoll sein kann und hoffnungsvoll ist. Ja, möchtest du uns etwas daraus vorlesen? Dass wir so ein bisschen eine Ahnung haben, ohne dass wir gerade gespoilert bekommen und es dann alle nicht mehr lesen, weil wir auf die Folge 2, also auf die Weiterführung, die es auch nicht gibt, werden. Ja, ich bin ja schon gefragt, ob es eine Fortsetzung gibt. Und ich sage, ja, nein, vielleicht. Also das nächste sicher nicht, aber... Hast du schon... Ja, für das können wir sicher. Gut. Also, hier ist ein Ausschnitt aus dem Kapitel Der schwarze Tod. Gary war nun schon ein beachtliches Stück auf diesem unbehaglichen Uferweg flussabwärts gelaufen. Zumindest fühlte es sich lange an. Das andere Ufer lag 50 Meter gegenüber und formte sich ansteigend zum steilen Hang. Weit und breit landwirtschaftlich vernachlässigtes Land, das aber dann und wann durch Tannen und Laubbäume im späten Herbstkleid bereichert wurde. Weiter unten rückten die Ruinen einer niedergebrannten Wohnstätte immer näher ins Blickfeld. Bei genauerem Hinsehen konnte man erkennen, dass das Grundstück auf einer Insel stand, die durch einen hinteren Flussarm abgetrennt wurde. Gary war für einen Moment stehen geblieben und betrachtete die Überreste auf der Insel bei trüber, feuchtnebliger Abenddämmerung, als wollte er den Trümmern lauschen. Eine seltsame, beunruhigende Stimmung lag in der Luft, die es einem schier verwehrte zu atmen. Während der Fluss ruhig und fast geräuschlos dahinströmte, erklangen aus weiter Ferne die tiefen Klänge einer Glocke. Stimmen wurden plötzlich wahrnehmbar, die von der anderen Flussseite herrührten. Es waren hustende und von Schmerzen geplagte Laute, die sich aber immer wieder im Nichts auflösten und von einem schleichenden Nebel verschlungen wurden. Was ist denn das? Gary erschauderte, nachdem er seine Augen flussaufwärts gerichtet hatte.
Ein dicker, grauschwarzer Nebel, der sich zu einer Gestalt formte, näherte sich langsam, aber unaufhaltsam über dem Wasser. Als ein riesiger, zerfetzter Kapuzenumhang griff er um sich, während sich über dem Haupt eine große Sense formte, die bedrohlich in aufgezogener Stellung lauerte. An der gesichtslosen Hauptpartie bildeten sich anstelle der Augen 2 Hohlräume wie die dunkelste Nacht, von unendlicher anmutender Tiefe, die wie ein unwiderstehlicher, hypnotischer Sog wirkten, dem man sich nicht entziehen konnte. Das ist der schwarze Tod, bemerkte der Engel, der die ganze Zeit bei Geri gestanden war und ihn nun beschützend mit beiden Händen an den Schultern festhielt. Und er fügte hinzu: Du brauchst ihn nicht zu fürchten. Immer noch waren die Stimmen von der anderen Seite her wahrnehmbar, schwollen aber mächtig an, während sich der geisterhafte Sensenmann als Unheilbringer in unmittelbarer Nähe über seinem eingenommenen Revier lagerte. Zugleich aber näherte sich von einem oberen Wohnviertel herführenden Pfad unauffällig eine Menschengestalt. Am unteren Uferweg angelangt, lief sie einige Schritte flussaufwärts und kam auf ihn zu, bis Geri sie als eine Frau um die 40 erkennen konnte. Sie trug eine bis zum Boden reichende, anthrazitfarbene Kotte. Diese war um die Taille mit einer Kordel gegürtet und abschließend mit einer Quaste verziert, während das Haupt der Frau von einem zur Haube gebundenen schmucken Kopftuch gekrönt wurde. Die Schritte der Frau wurden langsamer, bis sie schließlich andächtig stehen blieb. Ihre Augen waren wehmütig aufs gegenüberliegende Ufer gerichtet und streiften über die Ruine auf der Insel. Obwohl ihr Anblick im ersten Moment einen bekümmerten und geschlagenen Eindruck hinterließ, vermittelte ihre Gegenwart Respekt, ja, sogar eine gewisse Ehrfurcht. Der neblige Sensenmann hatte das Augenmerk bereits auf die Frau gerichtet. Während er sich zu einem fatalen, vernichtenden Angriff erhob, blieb die Frau unverrückt und unbeeindruckt am selben Fleck stehen. Langsam löste sie ihre am Körper ruhenden Arme und richtete ihre leeren Hände wie eine Bettlerin auf ein Gegenüber, dessen Anblick einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Doch plötzlich stimmte sie dabei summend in eine aus einer anderen Welt stammende Liedmelodie ein, der bald gesungene Worte folgten. Eine greifbare, dramatische Oper sondergleichen fing sich an abzuspielen. Während die Frau kontemplativ ihre Stellung hielt und der dämonische Nebel, als das unausweichliche Schicksal bereits zum vernichtenden Schlag ausgeholt hatte, erschienen aus blitzartig entfachten Feuerflammen seitlich der Frau 2 mächtige Lichtgestalten. Als uneinnehmbare Festung schirmten sie die Frau vor der hartnäckig sich ausbreitenden Finsternis ab. Elender, schwarzer Tod! Eine resolute Stimme durchdrang als entschlossene Kampfansage das Geschehen. So viele hast du bereits geholt, ohne Vorwarnung, ohne Erbarmen. Dein tägliches Morden nimmt kein Ende. Du machst keinen Halt, weder bei Greis noch bei Kind. Ob reich oder arm, wir sind dir alle machtlos ausgeliefert. Selbstbewusst richtete die Frau mit ausgestrecktem Arm furchtlos den Zeigefinger auf den Sensenmann und seine Beute auf der anderen Uferseite. Doch ich werde nicht aufhören, deinen qualvollen Totentanz zu bekämpfen, so wahr mir Gott beistehe. Das brachte den Todesschnitter offensichtlich in Rage. Denn mit einem erschreckenden Aufbäumen rauschte die Sense durch die Lüfte, bis sie schließlich in Bodennähe zu einer erbarmungslosen Schneide wurde. Unter dumpfem Tosen verteilte sich der Nebel als vernichtende Welle über dem Fluss und peilte die Frau auf der anderen Uferseite an. Diese standen nach wie vor unbeeindruckt da, unter dem Schutz der beiden Lichtgestalten, die nun aber aus ihrer Wächterstellung heraustraten. Als gepanzerte Flügelwesen mit mächtigen Flammenschwertern bauten sie ihren leuchtenden Schutzwall erheblich aus, der jede Finsternis auflöste, wie der erste Sonnenstrahl die tiefste Nacht. Huiuiuiui. Ja, schöne Schnittstelle. Irgendwo visuell kommt mir das schon ein bisschen vor, wie so ein
Cover von irgendeiner Metal-Band und gleichzeitig hat es auch etwas von dieser Narration von irgendwelchen Prophetien aus der Bibel, wo irgendwie das Unsichtbare plötzlich sichtbar wird. Du hast gesagt, es ist ja wie ein Roman, wo es um historische Sachen geht. Das nehme ich jetzt mal an, also wie kommt die Szene zustande, ohne das Buch zu spoilern oder so? Aber was genau passiert, dass die Sachen sichtbar werden? Oder kannst du beantworten, ohne das Buch zu spoilern? Darf ich das sagen? Weißt du nicht, was steht auf der Verpackung? Ja. Ja, wir können es als Werbung stehen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das überhaupt so vorlesen soll. Super, passt. Es verratet schon recht viel. Es verratet recht viel, ja. Aber eben, wie du gesagt hast, der Tod als Motiv ist sehr spannend und wird in unserer Leitkultur, Oberkultur, was auch immer für Wörter das man brauchen kann, also so im 0815, wird er nicht so stark thematisiert. Also es ist wie, keine Ahnung, im Film stirbt jemand, dann ist er weg, Thema beendet. Aber wir haben jetzt eben, wie gesagt, im Metal oder im Glauben haben wir eigentlich Ansätze, um mit dem Tod anders umzugehen. Was hast du das Gefühl, was ist der Vorteil, wenn man sich damit befasst, statt zu ignorieren? Was ist der Vorteil? Man tut sich darauf vorbereiten. Oder? Sich mit dem Tod befassen, fährt schon bei der Geburt an. Oder? Die Sanduhr, die läuft für alle. Die einen haben eine grössere, die anderen eine kleinere Sanduhr. Das ist einfach eine Realität. Und sehr unpopulär, ja, oder? Es ist für die Leute ist es wirklich brutal gemein. Und weißt, ich sage mir einfach, wenn das Leben wirklich nur auf die Realität begrenzt wäre, dass man wirklich einfach ins Leben kommt, dann stirbt man, dann wäre das Leben schrecklich unfair. Mhm. Ja. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein, weil ich habe wirklich ein paar Leute verloren, wo ich muss sagen, es ist einfach nicht fair. Es ist nicht fair. Und da bin ich auch nicht unbedingt so nett gewesen, in ihrer Ausdrucksweise auch Gott gegenüber. Also ich habe das nicht verstanden. Weißt, nicht, wie soll ich sagen, David ist in den Psalmen wirklich auch radikal und wirklich einfach recht unchristlich, oder? Ja, genau. Unchristlich, ehrlich. Ja, und weißt, das ist einfach die Frage, wir sollen uns die stellen. Und wir dürfen wirklich Sachen nicht fair finden. Weißt du, ich habe das Gefühl, man darf irgendwie nicht Sachen in Frage stellen. Das ist einfach, ich finde das einfach nicht unbedingt so ein vorteilhafter Ansatz. Mhm. Und weißt du, auch mit Leuten, die mit dem Leben nicht schlacken, die Suizid begehen, oder? Da ist man sofort, ja, wo jetzt der ist oder wo jetzt der nicht ist. Das ist nicht einmal, das spielt doch nicht einmal eine Rolle. Oder, weißt, irgendwie, also wir können es nicht. Ja. Und ja, mit Sachen, die mich begleiten, wo ich nicht irgendwie sagen kann, ja, das betrifft mich vielleicht irgendwie 20 Jahre, wenn es wirklich um mein Leben oder Überleben geht. Ja, das ist das andere, genau. Man blendet ja einfach das Unschöne aus und baut sich so ein bisschen eine Illusion von, was man alles im Griff hat. Und ich glaube, der Metal hat ja eine Art, wie er eben versucht, auch die unschönen Sachen gleich auf eine ästhetische Art aufzubereiten und zu thematisieren. Und du hast auch noch weitere Songs mitgebracht. Mhm. Und einer davon ist, glaube ich, ein bisschen härter. Und ja, ich finde, das werden wir als nächstes hören. Und ich finde nämlich den Gedanken spannend, dass man eben, wenn man all die Register hat, oder, von Emotionen und von Gefühlen und von Harmonie und Melodie und von Klangfarben, dass man sich eben nicht nur auf das beschränkt, wo einfach so ein bisschen ein berieselt, das Leben ist gut, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Musik aktiv hört, wo einen herausfordert, wo auch etwas macht. Und ich glaube, das Brachiale und das Laute vom Metal kann das auslösen, oder? Ja. Darum, das Stück, was hast du uns mitgebracht? Das ist lustig, die zwei Stücke, die sind, das eine geht in die Richtung, das ist nicht das härtere Stück. Okay, spannend. So genau das ansprechen. Aber das andere, wie du sagst, das härtere Stück,
das weckt in mir innen so quasi wie so die innere Schlacht, wo man so manchmal kämpft mit sich, oder ob man jetzt etwas versteht oder nicht, oder irgendwo stellt es irgendwo an, man bekommt etwas auf die Reihe. Und wenn ich wirklich einfach so die Musik höre oder die Musik höre, das holt mich einfach ab. Nicht, weil irgendwie, weiss ich doch auch nicht, weil ich irgendwie... Es ist schon wie ein Blitzableiter, aber es tut einfach gut, weil du fühlst dich wirklich verstanden. Du tust es nicht verstecken, sondern du kannst genau. Irgendwie das ist, für mich ist es wirklich einfach, ich weiss doch nicht, ich sage immer, der Metal sind, wenn man wirklich einfach Metal würde, ein Teil aus der Bibel, so Psalmen sind so wirklich so richtig Metal-mässig, oder? Also wirklich einfach ungefärbt, wirklich einfach fadengrad raus, was man wirklich einfach denkt und wie man sich fühlt. Und eben, da sind wir schon bei der Band, eben Amon Amarth ist für mich eine sehr umstrittene Band im christlichen Bereich, kann ich verstehen, aber ich habe die wirklich, mir hat das immer gefallen. Und ja, in der letzten ist einfach etwas, das habe ich nie aufgehört zu hören und ja, nicht einmal wegen den Texten jetzt, es ist jetzt nicht unbedingt eine Band, die jetzt irgendwie Texte nachlesen, manchmal die Sachen gar nicht wissen, was die alles singen, weil sie einfach wirklich historische Sachen besingen, wo sie wahrscheinlich selber lächeln darüber, weil es einfach nicht einmal historisch korrekt ist. aber musikalisch ist das einfach etwas von, weiss ich nicht, das tut so, einfach so, eine Symbiose von gebündelter Härte mit Melodien, die sich wirklich einfach so richtig einprägen und die du irgendwie noch tagelang später einfach im Kopf hast und nicht mehr rausbringst. Also, und wie heisst das Stück? The Way of Vikings. The Way of Vikings. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Spannungsfelder angeschaut und nicht manches wirklich gelöst, aber ich glaube, das gehört doch ein bisschen zum Thema von heute dazu, dass es gewisse Spannungen gibt, die man, wenn man ehrlich ist, nicht kann lösen, sondern muss lernen, damit umzugehen. Jetzt ist es so, das sind verschiedene Welten, die zum Teil Überschneidungen haben und zum Teil sind die Überschneidungen einfach oder nicht einfach. Was mich wundern würde, wie ist es für dich in diesen verschiedenen Welten unterwegs zu sein? Spürst du Unterschiede? Spürst du Gemeinsamkeiten? Tust du dich verstehen? Wie ist das für dich? Oder ist das alles das Gleiche? Wie erlebst du die verschiedenen Welten? Das ist ein Prozess, denke ich mal. Weil, das kommt einfach auch ein bisschen mit der Erfahrung, mit zunehmendem Alter, sage ich jetzt mal. Vielleicht einfach auch mit einer gewissen Stabilität. Das hat einfach auch mit dem Charakter zu tun. Oder? Ich meine, wenn du wirklich einfach eben so in verschiedenen Welten aufwachst, so von Kind auf wirklich schon in 2 Kulturen und nachher hast du noch irgendwie, hast einfach noch so eine Leidenschaft in Musik, die nicht unbedingt weder zur einen noch zur anderen Kultur passt, die wirklich einfach kulturlos ist. Und gleich ist es eine Kultur für sich. Halt, ja. Genau. Und dann kommt noch die ganze Sache mit dem Glauben dazu. Das macht es sicher nicht einfach. Und das ist schon ein Kampf dort, irgendwo. Ich denke wirklich, einfach, sich so zu entwickeln, dass man kann sagen kann, ich bin einfach immer mehr selber. Mhm. Ich will einfach immer mehr selber sein. Und ich bin halt von der Person her einfach jemand, ich habe lange das Gefühl, ich muss es allen recht machen, auf das muss man noch Rücksicht nehmen und hier muss man noch schauen, dass man irgendwie nicht aneckt und so. Und das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Also man kann schon so leben, aber dann macht man einfach sich selber kaputt. Und heute mit ein bisschen fortschrittendem Jugendalter kann ich wirklich sagen, dass ich wirklich einfach mich nicht mehr muss verstellen muss. Also es ist nicht Rücksicht nehmen in gewissen Sachen. Das wollte ich damit nicht sagen, aber dass ich einfach nicht für weißt, irgendwie einfach
einfach für alles Zeug irgendwie muss eben wie irgendwie jetzt ein anderes Gesicht aufsetzen oder irgendwie man muss verbiegen, das machen einfach nicht mehr, es ist einfach nicht so. Wie erlebst du, wie die Welten miteinander umgehen? Ich finde es immer so lustig, als ich im Gimmer war, bin ich in 2 Gruppen unterwegs gewesen. Das eine war die Schülergebetsgruppe und das andere war die Studentenverbindung, die sich immer am Wochenende die Lampen füllt. Oder? Und das Lustige war ja, dass immer also sie waren so die Erzfinder von allen, oder? Weil die Christen haben sich immer darüber beschwert, dass die einem zu einem sündigen Leben verführen wollen, oder? Und die anderen haben sich darüber beschwert, dass die Christen einem immer besser wisserisch bekehren, oder? Und ich habe das so lustig gefunden, weil ich mit beiden voll gut bei uns kam, oder? Und ich habe einfach wie das Problem aber nicht gesehen, aber dann irgendwann eben festgestellt, dass es wirklich Welten sind und dass es sehr viel Missverständnis und Vorurteile gibt, aber dass die eigentlichen Menschen gar nicht so anders sind, aber dass es gleich reicht für den Konflikt. So. Und ich weiß nicht, wie du das hast in diesen verschiedenen Welten. Siehst du Vorurteile, siehst du Sachen, sagst du etwas, mischst du dich ein oder wie reagierst du? Ich mache es nicht mehr. Du machst es nicht mehr? Nein. Ja, einfach nein. Aus Energie ja, genau. Nein, es ist sehr... es ist nahrhaft. Weißt du, ich frage mich dann, was bringt es mir? Wenn es mir einfach nur irgendwie... Wenn ich mich selber kaputt mache, dann bringt es mir nichts. Aber es gibt sicher schon Momente, wo ich das Gefühl habe, ja, jetzt kann ich nicht aufs Maul hocken, jetzt sage ich einfach mal etwas. Aber das... Und schlussendlich die wollen wissen, ja, du hast ja deine Gedanken ja, genau. zugänglich. Ja. Aber weißt du, das habe ich wirklich gemerkt. Es gibt einfach Leute, die haben das Buch gelesen und die wissen, die sehen mich immer noch genau gleich. Die haben nichts verstanden. Oh, nein. Wirklich nicht, oder? Und dann muss ich einfach sagen, ich weiss, ich bin wirklich jemand halt vom Typ her, ich muss mich immer wieder erklären und immer wieder, weil die Leute missverstehen mich häufig, oder? Und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich ein Buch geschrieben, jetzt könnt ihr es ja nachlesen, jetzt muss ich mich nicht mehr erklären, aber ich muss mich immer noch genau gleich erklären. Und darum... oh nein. Lassen wir es sein. Was gibst du als Tipp für junge Leute, die irgendwo so ein bisschen zwischen den Welten daheim sind? Und auch die Identitätsfrage, die wir ganz am Anfang angesprochen haben, eine wichtige Frage ist, was sagst du denen oder könntest du denen sagen? Also es ist wirklich, es klingt immer so einfach, man hat immer so sich selber finden. Das klingt so einfach, aber es ist eine riesige Herausforderung. Und manchmal hat man fast das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl gehabt, dass es so gewisse Strömungen gibt, die einfach so quasi wie das dir wie fast wie unterbinden, dass du dich selber findest, weil als würdest du irgendwie vom Baum von Erkenntnis essen, oder? Okay. Und das ist es ist ein heisses Eis. Ich kenne x Beispiele, oder? Wo wirklich einfach nichts anderes kennen, als wirklich einfach man ist einfach christlich aufgewachsen, in einer christlichen Familie, man kennt nichts anderes. Und da tun sich wirklich die Kinder sehr schwer, irgendwo einfach sich selber zu finden. Weil sie einfach irgendwo einfach eine gewisse Kultur, eine gewisse Ideologie einfach übernehmen. Also, ich meine, ich bin ganz ehrlich, weißt, in diesem Buch bin ich wirklich brutal ehrlich. Ich bin brutal ehrlich gegen religiösen Missbrauch, ich bin brutal ehrlich gegen das, was mein Vater angetan hat, aber ich bin auch brutal ehrlich gegen mich selber. Es ist einfach wirklich durch und durch ehrlich, oder? Und ich tue nichts beschönigen. Und das ist der Preis, den ich gezahlt habe. Weißt, ich sage nicht, ich liebe meinen Vater nicht. Aber bevor ich diesen Brief geschrieben habe, wo da drinnen steht, bin ich nicht versöhnt gewesen. Und dann bin ich die ganze Zeit so quasi wie rastlos irgendwo umhergeirrt. Und das war wirklich nachher so quasi wie der Punkt gewesen, wo ich wirklich einfach sage, jetzt bin ich wirklich frei. Aber ich habe nicht für das nicht meine Identität aufgegeben. Ich sage wirklich einfach ganz klar,
das ist mein Vater, ich liebe meinen Vater, aber ich akzeptiere nicht alles, was er gemacht hat. Ja. Und weißt, und manchmal habe ich das Gefühl, dass man das quasi wie, das darfst du doch nicht, das geht doch nicht. Aber weißt, das ist genau das wirklich wie bei einem Psalm, wenn wir nicht ehrlich sein können, wenn wir nicht es schaffen, solche Sachen anzusprechen, dann schaffen wir es auch nicht irgendwie, das Gott zu sagen. Oder? Weil dann sind wir einfach auch dort, wir irgendwie so quasi wie möglichst ein schönes Gesicht zu machen. Ja, genau. Oder? Und nichts anmerken, obwohl es einfach innerlich sieht es wirklich einfach ganz anders aus. Und dabei wäre das ja der Teil, wo ja möchte irgendwo Versöhnung oder Heilung oder so erleben. Genau, und ja. wir bringen ja den nicht zu Gott, weil wir ja uns schämen oder irgendwie. Also. Darum sage ich, weißt, sich selber finden, heisst nicht einfach rebellisch sein und wirklich einfach gegen alles sein, was die Eltern sagen oder was auch immer. Ja, aber wirklich einfach den Mut zu haben, wirklich einfach, weißt, wenn du in einer Familie aufwachst, wo, ich sage jetzt wirklich mal etwas ganz Extremes, wo wirklich einfach extrovertiert ist, weißt, und so, und du bist ein Kind, das introvertiert ist, dann tust du dich sehr, sehr schwer. Und du wirst nicht verstanden, das Gefühl, der hat irgendwie eine Krankheit oder was auch immer. Ist irgendwie, wir haben immer gesagt, ich sei schüch. Okay. Du bist schüch. Er hat sich darüber lustig gemacht. Das hat mich brutal verletzt als Kind. Und mit dem habe ich wirklich lang mit dem gekämpft. Oder? Nach heute, weißt, heute, vor 2-3 Jahren, habe ich einfach kapiert, was es heisst, introvertiert zu sein. Oder? Und dann noch ein introvertierter Christ. Oder? Das ist unverständlich. Oder? Einfach nur, um das Beispiel zu machen, darum sage ich, möglichst wirklich versuchen, sich selber zu sein, sich selber zu finden, zu der Identität zu stehen. Und es ist vielleicht ein bisschen hart, es ist ein Kampf, aber schlussendlich es ist es einfach wert. Weil wenn du ein Leben lang wirklich musst, die Identität hinten nachher säckeln und dann irgendwie am Schluss des Lebens müsstest du sagen, hätte ich nur früher, was auch immer, oder? Ja. Ist es einfach ein bisschen spät, ein paar Jahre. Oder? Das ist einfach eine schade. Das ist sehr schade. Ja. Wir haben noch einen letzten Song von dir. Was kannst du uns dazu erzählen? Darkwater. Darkwater, nachdem ich wirklich aufgehört habe oder wirklich wieder angefangen, muss ich sagen, mit Metal, mit christlichem Metal, ist Darkwater eine von diesen Bands gewesen. Es ist nicht eine christliche Band, wo mich schon von Anfang an, sage ich jetzt mal, wirklich begleitet. Und es ist einfach wirklich Musik, die Musik finde ich super. Es ist nicht irgendwie so einfach sehr eingängig, es ist noch so ein bisschen proggy. Nice. Und das finde ich wirklich, die Texte sind wirklich einfach genial. Du beschäftigst dich wirklich mit Lebensfragen, Sachen, die wirklich einfach mit Sachen, die wirklich im Kopf abgehen, psychologische Sachen. Und das fasziniert mich einfach. Und sie haben nicht wirklich manches Album rausgegeben, aber 3. Das ist noch aktiv, oder? Sie sind aktiv, ja. Aber das sind halt nicht einfach die Musiker, die von Musik leben, sondern es sind wirklich einfach bös gesagt Hobbymusiker. Und jetzt das letzte Album, das wird wahrscheinlich, also das kann ich schon jetzt sagen, es wird eines von diesen Alben sein, wo ich wahrscheinlich noch in 20 Jahren wieder höre. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Und der Song «Alive» geht darum, dass es wirklich lohnt, wirklich zu leben. Es geht wirklich eben, es dreht sich wirklich um Suizid. Sie machen sich wirklich solche Gedanken, oder? Aber «You can run and you can hide». Jetzt kann ich gerade den Text nicht mehr auswendig. But you only have one life. Okay. Never take for granted. Also, du kannst davonlaufen, du kannst davon säckeln, aber du hast nur ein Leben. Nimm es einfach nicht einfach so leichtfertig. Ja, leichtfertig. Ja. Das ist einfach ein Geschenk. Und auch der Clip dazu, also, das ist wirklich fantastisch. Also, es ist brutal ehrlich, aber es ist, also es wirklich einfach mies geht. Es ist vielleicht wirklich einfach nicht unbedingt, es ist wirklich recht melancholisch, Musik, aber das ist für mich wirklich wie ein Tafelgang gegen den Kopf. Gut. Also, Darkwater, Alive. Alive, ja. Alive.
Ja, wir kommen jetzt in den Teil, wo eure Fragen aus dem Publikum eine Rolle spielen. Die erste Frage, die Cora aus Deutschland gestellt hat, ist ja, sind ihr alle normal dort und machen jetzt einfach ein Metal Church Meeting? Die Frage beantworte ich jetzt, denke ich. Nein, sind wir nicht, wir sind einfach zu fünften da. Die zwei vor der Kamera, ich bin auch so halb vor der Kamera jetzt, genau, und dann sind wir noch, ist der Flo und der Dennis noch da, die sich um die Technik kümmern. Corona Abstände gelten ja immer noch, wenn der Bundesrat wie gesagt hat, 1,5 Meter, das halten wir gerade so knapp ein. Genau. Aber so die normalen Treffen sind mit sehr viel Aufwand und Schutzkonzept verbunden. Es arbeiten daran, eine Metal Church auch wieder im grösseren Rahmen zu machen, aber es dürfte noch ein langer Weg sein. Ja, die eine Frage, die reingekommen ist im Chat auf WhatsApp ist: Rossi, wie gehst du mit Musikern um, die bekennende Satanisten sind? Ist denn das kein Problem für dich? Du hast am Anfang darüber geredet, wie du mit der Musik umgehst. Also mir ist jetzt nicht unbedingt bewusst, dass ich Musik höre, die bekennende Satanisten der Band sind. Ja, also ich kenne noch nicht wirklich viele bekennende Satanisten. Also der King Diamond ist ein bekennender Satanist. Ja, der soll seine Musik machen, mich interessiert es ehrlich gesagt nicht. Nein, ich will doch nicht unbedingt seine sein künstlerisches Schaffen in Frage stellen. Er ist auf seine Art sicher ein hervorragender Sänger, er macht gute Musik, aber mir gefällt schon die Musik nicht. Was gibt es noch? Behemoth oder Behemoth, wie man dem sagt, das ist glaube ich auch ein bekennender Satanist. Ja, aber ist nicht sowieso schwierig, von außen objektiv etwas über die reale Glaubenseinstellung von so Bands einzuschätzen, wenn doch... Ich hätte jetzt wirklich noch etwas sagen. Weißt, ich habe wirklich mal mit jemandem darüber geredet, über ich weiß nicht, wie der heisst, der Hauptmusiker von Behemoth. Und was der alles durchgemacht hat und so, weißt, der hat glaube ich irgendwie... ich weiss aber... Er war wirklich tödlich krank gewesen und hat es überlebt. Und nachher kommt er, glaube von Polen. Also ich will nicht irgendwelche Sachen in die Welt setzen, die nicht stimmen. Und wenn man natürlich wirklich auch die ganzen Hintergründe weiss, Polen, wo erzkatholisch ist und du wachst so auf, vielleicht hast du sogar noch irgendwie einen religiösen Missbrauch erlebt und so. Das ist jetzt zum Beispiel bei einem, wie heisst der man gerne so Angst hat vor ihm. Der Marilyn Manson ist ja so ein Thema, oder? Klassiker, ja. Aber weißt du, wenn man wirklich so Sachen, weißt, wenn man die Hintergründe kennt, so, dann wird die Sachen wirklich wieder relativieren. Ja. Weißt du, ich finde, mir macht es nicht Angst, wenn das vielleicht wirklich die Frage beantwortet ist. Aber vielleicht kommt das auch ein bisschen aus denen, du hast ja mal das Büchlein erwähnt, von wegen, wo erklärt, was jetzt mit der Rockmusik los ist. Und dort tönt es halt schon so wie eine Gesamtweltverschwörung, wo der Teufel probiert über die Musik. Und die Realität ist ja so, dass einfach Menschen an unterschiedlichen Orten verschiedene Einflüsse folgen und Zeug machen. Und eben Eigenverantwortung schon dort wieder. Ja, weißt du, ich denke, es gibt wirklich auch, wenn jetzt wirklich ein bekennender Satanist ist, oder? Und irgendwie, weißt du, dass nicht vielleicht mal in den Text irgendwie jetzt gross zur Geltung kommt. Das ist einfach seine Ansicht, seine Ideologie. Er macht Musik, es gefällt ihm. Und dann im gleichen Zug hast du irgendwie das Gefühl, es macht irgendetwas mit dir. Und wenn es wirklich ein Problem ist, dann frage ich mich, wie klein ist denn mein Glaube, wenn es ja heisst, dass der in mir lebt, grösser ist als der in der Welt ist. Also sprich, weißt, wenn man wirklich die Sachen auch wirklich so nebeneinander stellt, ja, dann kann man es wirklich einfach mal ein bisschen so anschauen. Aber vielleicht so die Reinheitsfrage, oder? Ich meine, was macht die Unreinheit, das in dich reinkommt oder aus dir raus und so. Genau. Und so ein bisschen die Thematik mit
von außen, den Becher von außen reinigen und so. Und was ich eben auch viel erlebe, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber dass man Sachen, die wirklich schlimm ist, akzeptiert, solange es nicht irgendwie noch speziell böse angeschrieben ist. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie die Ausbeutung, Ausgrenzung ist alles viel weniger ein Problem als irgendjemand, der halt jetzt irgendwo ein Symbol auf einem CD-Cover drauf tut und man sich auch ein bisschen hinterfragen muss, sind es jetzt wirklich einzelne Wörter, die jetzt Macht haben, blöd gesagt, über Leben und Tod, oder sind es vielleicht ist es komplizierter, vielleicht sind es ja wirklich Daten, vielleicht sind es ja wirklich reale Einstellungen, die etwas umsetzen. Aber vielleicht ist es einfacher, wenn man einfach nachlesen kann auf dem Wikipedia, ob es Christen sind oder nicht, und dann hat man das Thema beendet. Ja. Und ankerum ist es dann auch asozial, wenn man dann die Menschen irgendwie links liegen lässt, weil man Angst hat vorne. Ich meine, irgendwie, wenn wir glauben, dass wir Licht bringen sollen, dann ist ja die Frage, wer redet mit denen, wenn alle Christen Angst haben vor denen? Also, so. Wer ist denn Licht dort, wenn alle Angst haben, dass es dort so dunkel ist? Und dann geht einfach niemand, da ist halt niemand. So nicht. Ja, ich verstehe die Frage schon, aber ich habe wirklich auch langseitige Gedanken gemacht. Weißt, irgendwie, ja, möglichst ja nichts Satanisches. Ich habe natürlich auch eine ganz andere Vergangenheit, und ich wirklich einfach, ja, wirklich das Ganze sogar noch glorifiziert habe, oder? Weil es einfach wirklich eine Trotzreaktion war, oder mit Bär gegenüber und so, oder? Also die Zeit wirklich das Verkehrskreuz dreht und so. Aber das ist ich denke, oftmals ist es einfach wirklich eine Trotzreaktion und Rebellion gegen die Kirche einfach einmal, oder? Aber wir fördern das ja nachher auch. Wir sind ja nicht die mit den Schildchen vor dem Konzert gehen und sagen, das ist irgendwie... Das ist nicht noch ein geschossen. Da muss man einfach sagen, ja, okay. Wenn man dann wirklich nachher gehört, wie ein Mensch irgendwie in einem Internat ist, in einem christlichen Internat, und dort wirklich einfach tot vermurkset ist worden, oder? Weißt, ein Stück weit kann ich das verstehen, dass du einfach nachher ausbrichst, oder? Und irgendwie halt einfach in eine ganz andere Richtung gehst. Und ich kann wirklich auch Musiker verstehen, die eigentlich Christen sind, aber es einfach nicht sagen. Ja. Weil sie einfach nicht wollen, dass irgendein Lulatsch von irgendwo irgendetwas vorschreiben, weil sie einfach das Gefühl haben, sie sind jetzt die Zeitenpolizei und du hast im Fall das und das zu machen. Aber vielleicht ist es auch irgendwie eine Erwartung, oder? Wenn es dann heisst, eine christliche Band, und dann sagt das Festival, ja, die wollen wir nicht einladen, weil wir wirklich Bands haben und nicht Bibelverteilaktionen, weißt du? Das könnte ja auch passieren. Ja, aber schau jetzt, weißt, wenn man es wirklich zum Beispiel sagt, ja, die Band ist satanisch oder der ist Satanist. Ich meine, ich habe wirklich eine Band wirklich mega gefeiert. Wirklich, als ich gehört habe, ich die wirklich mal live gesehen. Und nachher hat der Sein einfach auf der Predigt und ich sagen, für mich ist die Band gestorben. Das tut mir leid. Und das akzeptiere ich einfach nicht. Ich finde das einfach genau gleich dämlich. Okay. Weil entweder machst du Musik und das ist sie gut, oder hat Musik für sich. Aber bitte nicht noch zum Auftun noch predigen und das einfach so missbrauchen. Das geht gar nicht. Okay. Also für mich, das geht nicht. Ja. Weil Musik ist einfach, weil Musik wirklich zu einem Transportmittel wird, das man wirklich einfach nicht braucht, um irgendwelche Messages zu verteilen, ob es rechtsradikale Sachen sind, ob das linksradikale Sachen sind oder ob das irgendwelche religiöse Sachen sind. Hey, hört auf mit dem Zeug. Geht einfach nicht. Was ist denn, also was wäre denn die richtige Art? Ich meine, auf eine Art haben wir ja gleich irgendwie eine Verantwortung, Salz und Licht zu sein. Also auf eine Art wollen wir ja auch als Christen irgendwie prägen und unser Umfeld irgendwie Reich Gottes bauen, so immer. Aber was ist denn eine Art, wie man das machen kann, ohne dass es eben einfach Propaganda und plakativ... Was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt ja viele Bands, wo Christen einfach aus Bandmitgliedern sind. Und ich denke, du kannst in einer Band kannst die Glauben oder das, was du, dein Weltbild, sagen wir mal, dein christliche Weltbild, kannst du auf eine andere Art transportieren, als dass du wirklich plakativ in den Texten vermitteln. Und weisst,
jemand hat mir wirklich mal etwas beigebracht. Das ist mir vorher gar nicht bewusst. Ich habe das Gefühl, wir müssen gute Werke machen. Aber es sind nur gute Werke, du kannst auch schöne Werke machen. Weißt, die Kunst ist wirklich, du tust etwas Schönes. Weißt, und es muss jemandem etwas dienen. Oder, zum Beispiel, als Beispiel, wir haben wirklich gebracht mit dem Sonnenuntergang. Ein Sonnenuntergang bringt jetzt niemand mehr irgendetwas. Aber er ist einfach schön. Ausser der schlafen. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Und das Bild unter Umständen ist sehr aussagekräftig, obwohl es eigentlich gar nicht in dem Sinne irgendwie, es ist nicht ein Kreuz, es ist nicht irgendwie ein Symbol, das irgendetwas aussieht, aber es ist einfach schön. Aber liegt es vielleicht daran, dass wir der Sache selber nicht vertrauen? Haben wir das Gefühl, dass das, was wir machen, wie zu wenig für sich spricht, dass wir es noch anschreiben müssen, dass es die Leute verstehen? Oder was ist denn? Weil ich überlege mir so, für Kirchen grundsätzlich, was ist der Wert von Kunst? Es muss nicht nur Musik sein, sondern allgemein. Aber was vertrauen wir denn nicht darauf, dass wenn ich etwas Ästhetisches mache, dass es automatisch schon Gott verherrlicht, weil es ist ja ästhetisch, weißt du, ich meine, es wirkt ja schon, aber das dann noch mit irgendwelchen christlichen Symbolen verzieren, damit es dann alle begreifen, ich weiß es nicht. Weißt du, ich glaube, wir sollten wirklich einfach ein bisschen mehr das ist das, was ich wirklich einfach das Gefühl habe, von dem möchte ich ein bisschen mehr Frieden, dass man wirklich einfach sich ein bisschen mehr selber Gedanken darüber macht, über gewisse Sachen. Weißt du, irgendwie, es ist doch ganz einfach, das ist eine christliche Band, das kann ich hören. Dann kann man es einfach mal in den CD-Player reinschiessen und man kann mal und dann sind alle empört, weil der Sänger plötzlich sagt, übrigens, ich bin gar nicht gläubig, und dann schreiben alle drüber, alle drei durch. Ja, die alle CDs, die weggehen, das ist so schizophren, sorry. Ja. Was ist die Musik wegen dem schlechter, weißt du? Ja, oder? Ja, weißt, einfach ein bisschen mitdenken, ein bisschen mitstudieren oder wirklich halt einfach, eben, wie ich wirklich mal gesagt habe, du nicht die Musik gleich konsumieren. Bei mir geht Musik immer durch Gefühl. Wir sprechen Gefühl zuerst an. Ich muss Musik spüren. Und wenn ich Musik einfach aus etwas spüre, was mir gut tut, was in der Welt sollte das schlecht sein? Ist Gott so viel klein? Oder ist er wirklich der, du warst quasi so... Er hat im Fall im CD-Bucklet auf Seite 2 nicht gelesen, dass der... Nein, weißt du, das ist nur das Bild, das man wirklich nachher hat, oder? Aber es ist auf eine Art auch ein bisschen Magie, oder? Es ist so ein bisschen wie, es gibt irgendwelche Formeln und wenn man die richtig aufsagt, dann funktioniert es und wenn nicht. Und wenn eben irgendeine Band der Text falsch, die falsche Formel, dann ist es halt weniger starke Magie. Also es ist auch so ein bisschen... Also so ein bisschen lächerlich, wenn man sich das ein überlegt. Aber so wie du sagst, ist der Gott so klein, oder? Aber eben, das ist etwas, was mich selber auch immer wundernimmt, als jemand, der selber Musik und Kunst macht. Was ist das, was ich, oder du, der Bücher schreibst, oder? Was ist das, was ich teilen kann, wo ich mir erhoffe, dass das positiv prägt, dass das irgendwie etwas von dieser guten Nachricht beinhaltet, irgendetwas von dieser Hoffnung, von diesem Ausweg. So. Und das finde ich eigentlich die spannendere Frage, als können wir es christlich vermarkten oder nicht? Weißt du, was ich meine? Ich meine, für wer sind jetzt die Bücher? Oder? Und so wie ich es verstanden habe, möchtest du am Leser ja erlauben, dass er sich kann sein und das kann lesen und du nicht sagst, wie, wenn du die und die Kategorie von Mensch bist, dann wirst du es nicht verstehen. Sondern, weißt du, was ich meine? Gut. Jetzt gehen wir zurück zur Musik und wenn ich jetzt die Haltung habe, so, dann ist das eigentlich auch ein bisschen absurd, oder? So im Sinne von wie, ja, ich mache jetzt das und das ist nur für die. Also ja, kann man machen, aber... Ja, es ist jedem sein Recht, Musik so zu konsumieren und wirklich die Grenzen zu setzen, die für ihn wirklich richtig sind. Ich sage nicht, dass meins richtig ist oder ihm sein falsch oder umgekehrt. Ich habe wirklich einfach erklärt, wie ich es sehe und was mir Mühe
Mühe macht. Und das finde ich auch schön, das ist ja die ganze Zeit das Thema, also mit diesen Spannungen aushalten, die man einfach, vielleicht nicht einfach von einem Tag auf den anderen kann lösen kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo ich finde, das ist wie soll ich sagen, multiplikationswürdig. Weißt, dass man dann auch eben eine Aussage, wie du was sagst, wie diese Art, so, das geht gar nicht. Und jemand anderes, der dann wie in dem gleichen Wert sieht, dass man aushalten kann oder halt irgendwie muss lernen, dass nicht alle auf den gleichen Schluss kommen, sondern es einfach auch verschiedene Wege gibt. Und so. Und etwas sehr Spannendes, was ich zum Beispiel mal erlebt habe, ist, ich habe mal so in meiner Frage über Kunst und Kirche und alles bin ich so ein bisschen an eine Grenze gekommen. Und ich habe dann irgendwie an einer Konferenz, die ich mitgeschafft habe, war irgendwie der Brian Dirksen. So. Und das ist so ein Worship-Dude, der irgendwie seit 100 Jahren Lieder schreibt. So. Genau. Und nachher habe ich ihn gefragt, so im Sinne von, wie er so ein bisschen erzählt, dass so ein bisschen mein Problem ist, dass ich bei verschiedenen Welten und das passt wie nicht. Und dann hat er mir so ein Buch vorgeschlagen, das ich lesen soll. Und dann habe ich zuerst gedacht, das kommt jetzt so ein frommes Buch, oder? Irgendwie 10 Schritte für was auch immer. und dann bin ich das Buch googeln und habe festgestellt, dass es einfach irgendwie Weltliteratur ist, also nichts Frommes. So. Und dann habe ich das mal bestellt und gelesen und es ist irgendwie gegangen um irgendwie einen Sohn von einem Rabbiner in New York, der Kunstmaler ist. Und weder sein Vater akzeptiert ihn, noch er findet wirklich sein Ding mit der Kunst. Und er ist so ausgestoßen. So. Und dann lese ich das Buch und dann bin ich so, hey, das kenne ich. Und so. Und dann ist das Buch vorbei. Aber das Problem ist nicht gelöst. Weißt? Also, es ist wirklich sensationell, das ganze Buch durch. Und du hast das Gefühl, es klärt, aber am Schluss ist es einfach wie nein. Und dann bin ich wirklich so ein bisschen da gehockt, weil ich es fertig gelesen habe und dachte wie, was hat er mir sagen damit mit diesem Buch, oder? Und dann plötzlich wie zu verstehen, vielleicht gehört es dazu, weißt? Vielleicht gehört es dazu, dass nicht jedes Problem mit einem Rezept gelöst ist, sondern vielleicht geht es einfach darum, dass man probiert und dass man seinen Weg sucht und dass man sich irgendwie probiert, eben so wie du sagst, irgendwie die Identität zu finden und dass es eben vielleicht auch mit dem Alter zurückschauen vielleicht auch ein bisschen einfacher wirkt, als wenn man voll im Prozess steckt und wie nicht kann abstrahieren kann. Genau. Haben wir noch Fragen? Ja, ich glaube, wir kommen schon langsam so richtig Schlussrunde rein von der Zeit her auch. Aber es gibt einige konkrete. Ja, Rossi, ist ein neues Buch geplant? Wenn dich als Autor ankündigen, gibt es. Was sind deine Pläne? Das wäre die letzte Frage für heute Abend. Geplant ist eins, ja. Oh. Aber willst du ja, etwas sagen? Ich kann keine Zeit sagen. Gewisse Ideen sind da. Ja, so ein schwarzes Büchlein, wo ich wirklich einfach so Sachen drin schreibe. Es ist ein Werden. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann nicht sagen, wenn. Cool, ich bin gespannt. Nein, ja. Genau. Ja, dann geben wir das Schlusswort wieder am Anfangswort. Ja, merci vielmals. Rossi, danke vielmals, bist du gekommen. Das ist auch in einer Nachricht noch reingekommen. Merci vielmals dir für deine Offenheit. Ja, das möchte ich unterstreichen. Du hast gesagt, ja, ich bin eigentlich introvertiert und trotzdem heute Abend hast du ganz viel geredet, hast etwas preisgegeben von dir. Danke vielmals. Und auch Silas, dir für die Moderation. Flo und Dennis an der Technik. Schön haben wir das so dürfen machen. Stichwort Technik. Es war aufwendig, den Stream zu machen. Danke vielmals, wenn ihr euch auch helft mittragen, nachher mit den Kollekten. Und dann euch nachher Twint-Codes einblenden oder auch Kontonummern. Danke, wenn ihr mithelft, dass das weitergehen kann. Die Art von Stream. Das nächste Mal wird am 14. August sein. Wir werden den Angelo Nero zu Gast haben. Auch ein Autor, auch ein Metal-Fan. Er tobt sich mehr so im fantastischen Bereich aus. Er ist ehemaliger Satanist. Das gibt sicher ein ganz spannendes Gespräch ebenfalls. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, nicht so wie ich, dann könnt ihr weiter chatten mit Leuten, die jetzt zugeschaut haben. Unsere virtuelle Bar, das Hard Rock Café, ist noch offen und wird dort geführt von der Nadine, der Chat.
Wenn ihr noch nicht wisst, was das ist eben so eine App, die man sowohl mit dem Handy oder auch über einen PC kann benutzen kann. Eine Chat-App. Wenn ihr möchtet dazukommen, dann schickt auch an die Nummer, die wir vorhin geblendet haben, nachher noch eine Anfrage mit eurem Namen, Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adresse. Dann können wir euch Zugangsdaten schicken. Das nächste reale Bibelbier und nächste Metal Church Treffen real ist Bibelbier und Metal am 3. Juli. Wir versuchen es erstmal mit real, hat einfach mit ein bisschen Abstand. Das heisst, wir können uns nicht da unten im Keller treffen wie im Januar, wo wir 20 Leute sind, sondern halt da draussen. Also legt euch den gut an. Oder vielleicht müssen wir es im Kirchgemeindehaus machen, einfach mit Abstand, wenn es Wüstwetter ist. Wir hoffen auf schönes Wetter, wir werden es sehen. Ja, das wär's. Ich glaube, jetzt habe ich genug geschnurrt. Merci vielmals, dass ihr dabei seid, dass ihr euch darauf einlassen habt und freue mich, euch dann irgendwann wieder zu sehen. Bitte euch Gott, gute Nacht zusammen. Broken, sit up wrong, no rose booked out to turn.